Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig für die Ordnung an den Schutz von Mitarbeitern Prisonnier zu garantieren. All Maßnahmen muss verhältnismäßig an Menschenwürde sein. Ausnahmen dürfen nicht zur Regel gehen. In diesem Kontext will ich ein fundamentales Prinzip erinnern, für den der sich noch immer stark gemacht hat. Der Staat, den einem Mensch Freiheit zieht, überhält eine besondere Verantwortung für das Wohl von diesem Mensch. Das gilt nicht nur für juristische Texte, sondern auch ganz konkret für den Alltag. Das Verantwortung umfasst eine zuverlässige medizinische und psychische Betreuung, besonders für vulnerable Prisonnier. Personen mit psychischen Krankheiten, mit Behinderungen oder mit Aufhängigkeiten müssen dementsprechend enkadriert gehen. Eine professionelle Gesundheitsversorgung am Prison ist nicht fakultativ, sie ist ein integraler Bestandteil vom Rechtsstaat. Ich komme zum Schluss. Dieses Gesetzesprojekt ist für uns, wie gesagt, ein wichtiger Schritt noch vier. Ein verbesserter bestehende Kader erbringt mehr Struktur an die verschiedenen Bereiche. Aber der Strafvollzug soll nicht nur sicher sein, sondern auch human. Es soll Konsequenzweisen an neue Perspektiven aufmachen. Weil die Prison ist eben auch ein Spiegel von unserer Gesellschaft.